SRF Audio. $184 Milliarden Gewinn hat der norwegische Staatsfonds im ersten Halbjahr 2026 gemacht, so die Schlagzeilen diese Woche. Mit diesem Geld könnte ich mir theoretisch Nike und Spotify kaufen. Nicht ein paar Produkte, beide Unternehmen zusammen. Aber der Gewinn scheint ein wenig scheinheilig, denn Norwegen investiert den Erlös aus seinen Erdölvorkommen in einen Fonds. Und mit den Fondsbeteiligungen werden dann bei Firmen Umweltvorschriften durchgesetzt, um die Klimaverschmutzung zu bekämpfen, die unter anderem eben durch den Verbrauch von Erdöl ausgelöst werden. And the purpose, of course, is to save this for future generations. Eine Investition in die künftigen Generationen sei das, heißt es beim Fonds. Aber stimmt das wirklich? Und warum haben wir in der Schweiz hier keinen vergleichbaren staatlichen Investmentfonds? Diese Fragen klären wir in dieser Folge News Plus. Mein Name ist Salvador Atassoy. Mehr als 22 Billionen norwegische Kronen stecken in diesem Fonds. Diese Zahl ist absurd hoch. Die Investmentabteilung der norwegischen Zentralbank hat darum extra eine Webseite eingerichtet, die in Echtzeit zeigen soll, wie viel Wert dieser Fonds gerade hat. Und wir haben zu Beginn dieser Sendung heute da mal drauf geschaut. Pesche, kannst du mir vielleicht schnell bitte erklären? Ich meine, das sind Zahlen, ich könnte die nicht mal benennen in dieser astronomischen Höhe. Was genau sehe ich da? Das sind norwegische Kronen, die jetzt gerade zählt, oder? Moment, nein, jetzt geht es wieder abwärts. Es ist wie ein Tennisspiel, aber ich meine, in Dimensionen, und ich sage, selbst wenn ich ein Jahr lang arbeite, bin ich nicht mal im Komma-Bereich von dieser Zahl relevant. Das ist unglaublich. Es sind 22 Billionen, 295 Milliarden, 300 und dann nachher gewackelt es die ganze Zeit. Produzent Peter Pesche Hanselmann nennt die Zahl 22 Billionen und 295 Milliarden norwegische Kronen zu Beginn unserer Sendung. In Franken wären das knapp 1,9 Billionen Franken. Und wie sieht das wohl am Ende der Sendung aus? Was passiert also in den nächsten 4 Stunden? Wäre ich Chef dieser Investmentsparte, ich könnte nicht schlafen. Aber Nikolai Tangen sagte gegenüber dem Wirtschaftssender CNBC, er kann. I have to say, having done investments for 30 years, there's been a lot of nights where you've been wondering about what's going on. Ja, hihihi, und das macht er eben schon lange und dann gewöhnt man sich ja auch daran. Ich spür's. In dieser Sendung wird's von absurden Zahlen nur so wimmeln, denn diese Woche hat dieser Staatsfonds, einer der größten der Welt, je nachdem wer wie beurteilt, ist es sogar der größte der Welt, der hat seinen Halbjahresgewinn präsentiert, eben 184 Milliarden Dollar. 184 Milliarden, damit könnte man sich in der Schweiz rund 125.000 Einfamilienhäuser kaufen. Mit einem Halbjahresgewinn mal 10% der Schweizer Einfamilienhäuschen, einfach so. Norwegen will damit künftige Generationen finanzieren. And the purpose, of course, is to save this for future generations and also to kind of hedge against the expected decline in income from oil and gas over time, sagte der Chef Nachhaltigkeit beim norwegischen Staatsfonds Christopher Wright im Juni im Gespräch mit SRF. Und man setze sich darum besonders für den Umweltschutz ein. Nur das Geld in diesem Fonds kommt eben aus Öl und Gas, Rohstoffe, die vor der norwegischen Küste lagen. Öl und Gas, das wiederum CO2 produziert, wenn man es braucht und die Umwelt belastet. Und mit dem Gewinn daraus kauft man sich in Unternehmen ein und will diese dann dazu bringen, umweltfreundlicher zu werden. Klingt etwas scheinheilig, aber wenn man so viel Gewinn macht, eben auch sehr lukrativ. Das schauen wir uns in den kommenden Minuten genauer an und dann stellt sich halt eben auch die Frage, warum haben wir das nicht in der Schweiz, so einen vergleichbaren staatlichen Investmentfonds? Wäre das nicht die Lösung für unsere Budgetdiskussionen bei der AHV etwa oder wenn es um Rüstungsausgaben geht? Es ist noch nicht so lange her, da gehörte Norwegen zu den ärmeren Ländern in Europa, in den 1960ern etwa.
Dann kam die Wende, Ende der 60er wurde nämlich Öl in der Nordsee entdeckt. Anfang der 70er begann die Förderung und damit eben auch der Wandel Norwegens. Und in den 80ern kamen dann die ersten Diskussionen, ob man die Gewinne aus dem Erdöl nicht in einen Fonds investieren sollte. Und diese Idee, die wurde in den 90ern dann umgesetzt. Und seither gilt, alle Einnahmen aus dem Ölgeschäft, die fließen in diesen Fonds. Und investiert wird damit im Ausland. Der bringt Norwegen natürlich erstmals viel Geld. Das ist Bruno Kaufmann, Korrespondent für Nordeuropa. Norwegen war ja vor 50 Jahren eines der ärmeren Länder in Europa und heute ist es das reichste. Und dieser Staatsfonds hat eben dazu beigetragen, dass Norwegen jedes Jahr einen schönen Teil der Rendite nutzen kann, um eben Ausgaben des Staates zu unterstützen und damit eben auch, sagen wir, eine Infrastruktur aufzubauen in diesem Land, ein Sozialwesen, das es sonst eben in keiner Weise finanzieren könnte. Seit ein paar Jahren gibt es die sogenannte 3%-Regel. 3% des Wertes des Fonds darf Norwegen für den eigenen Haushalt verwenden. Und das spüre man auch in Norwegen. Den sieht man natürlich in Oslo, aber auch in anderen Teilen Norwegens an den enormen Investitionen in die Infrastruktur, in das Stadtbild. Man hat einfach auch gesehen, dass es in Norwegen sehr viele Menschen gibt, die sehr reich geworden sind durch diese Öl- und Gaswirtschaft. 3%, die man also entnehmen darf für den Staatshaushalt. Enorm viel Geld, da hat sich auch eine gefährliche Abhängigkeit entwickelt, denn 3%, das ist etwa ein Viertel heute des ganzen Haushaltsbudgets. Überhaupt, es ist enorm viel Geld. Der Staatsfonds hat in alle großen Unternehmen weltweit investiert. 60-80% des Fondsvermögens sind Aktien. Dazu gehören übrigens auch Dutzende Firmen in der Schweiz. Mittlerweile sind es derart viele Aktien, dass dem Staatsfonds 1,5% aller weltweit gelisteten Aktienwerte gehört. Und einige dieser Investitionen sind durchaus problematisch. Schon seit Jahren wird darum über die Ethik des Anlegens in Norwegen diskutiert. Ja, die ist wirklich aktiv und von Anfang an eigentlich hat man so ein bisschen, wie man das auch aus der Schweiz mit der, sagen wir, Konzernverantwortungsinitiative kennt, eben diese Diskussion geführt. Man hat dann, nachdem man diesen Staatsfonds gegründet hatte, 1990 schon nach einigen Jahren einen sogenannten Ethikrat gebildet, der eben Empfehlungen abgeben soll, wie Norwegen mit verschiedenen Firmen eben umgehen soll. Und das führt immer wieder zu großen Spannungen, weil natürlich die größten Renditen nicht unbedingt immer in den besten, saubersten und menschenrechtskonformsten Firmen eben gemacht werden. Und gerade im letzten Jahr, vor den letzten Wahlen, als es ja auch zu einem Machtwechsel kam, da hat eben diese Ethikfrage sehr auch die Diskussion dominiert. Da hat man zum Beispiel eben herausgefunden, dass der norwegische Staatsfonds indirekt und direkt in israelische Rüstungsfirmen investiert, die wiederum im Gaza-Krieg eben eine sehr große schädliche Wirkung erzeugt haben. Die Konsequenz daraus war eigentlich, dass man gesagt hat, man müsse das schärfen, aber man hat konkret jetzt den Ethikrat eigentlich beiseite gestellt. Man hat gesagt, man möchte diese Richtlinien überprüfen und der Finanzminister Norwegens, der frühere NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, spielt hier eine sehr dominierende Rolle und aus Sicht vieler Kritikerinnen und Kritiker nicht unbedingt eine positive. Eben, und diese Diskussion ist ja nicht das einzig Problematische. Der Fonds möchte ja auch nachhaltig sein, er möchte in den Umweltschutz investieren. Da werfen ja Umweltorganisationen dem Fonds, dem Management vor, dass man auf dem Papier besser dastehe, als man das dann tatsächlich auch mache. Ganz klar. Und das spiegelt natürlich auch die großen Spannungen rund um diese Frage, wie Norwegen mit seinem großen Ölreichtum umgeht, wider. Norwegen hat ja in den letzten Jahren gerade auch als Folge der geopolitischen Entwicklung des Krieges Russlands in der Ukraine sehr davon profitiert, dass es zu einem wichtigsten Versorger Europas mit Öl und Gas geworden ist. Und deshalb spielt eigentlich hier der Spagat zwischen diesem einerseits sehr großen Profittum aus diesen Entwicklungen, die nicht sehr positiv sind, und andererseits eben diesen Ansprüchen, eben auch eine konstruktive, eine nachhaltige Rolle zu spielen, wirklich immer wieder auch, eigentlich zeigt das, wie schwierig es Norwegen fällt und auch der norwegischen Gesellschaft, eigentlich mit diesem Reichtum umzugehen. Aber ist das nicht etwas scheinheilig? Man fördert Öl und Gas vor der Küste, wirft dann die Erlöse in einen Fonds und versucht damit bei anderen strengere Klimaschutzmaßnahmen durchzudrücken.
Absolut. Also das wird auch in Norwegen so aufgefasst und gleichzeitig sieht man darin eine Art von notwendiger Scheinheiligkeit, weil man einerseits eben wirklich daraus auch reich wird, aber andererseits auch eine gewisse Kontrolle behält. Man muss schon sagen, Norwegen ist eines der ganz wenigen Länder in der Welt, die eben über einen solchen Reichtum, Naturressourcen verfügt und trotzdem eigentlich eine Art von moderner, demokratischer Gesellschaft aufrechterhalten konnte. Also dieser Balancegang, dieser Spagat ist Norwegen bis heute recht gut gelungen, aber die Risiken sind natürlich auch sehr, sehr groß für Norwegen, weil zum Beispiel wird heute rund ein Viertel des Staatshaushaltes über die Renditen des Staatsfonds finanziert und kommt es zum Beispiel zu einem Zusammenbruch der Aktienmärkte in der Welt. Das könnte für Norwegen massive Auswirkungen haben und deshalb stellt sich natürlich die Frage schon, wie nachhaltig ist diese Politik, wie nachhaltig ist dieser Staatsfonds? Das sind Fragen, die heute so niemand beantworten kann. Sagt Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann. Doch aller Kritik zum Trotz, Öl, Gas und dieser Staatsfonds, die haben Norwegen enorm reich gemacht. Ähnlich ging es Saudi-Arabien oder Kuwait. Überall spielt dieser Staatsfonds eine Schlüsselrolle. In Europa kennen etwa Irland oder Frankreich so etwas wie einen staatlichen Investmentfonds. Und was ist mit der Schweiz? Wir haben keinen, aber darüber diskutieren, ob wir nicht einen haben sollten, das tun wir. Ja, es gab und gibt diese Diskussionen tatsächlich immer wieder, alle paar Jahre auch entsprechende politische Vorstöße, eben einen solchen Staatsfonds auch in der Schweiz zu schaffen, aber bisher ohne Erfolg. Sagt Matthias Heim, SRF-Wirtschaftsredaktor. Das hat verschiedene Gründe. Einer ist sicherlich, dass wir keine Rohstoffe haben, die man eben nutzen könnte, um einen solchen Staatsfonds zu speisen. Dafür gibt es andere Ideen, also beispielsweise, dass man die Devisenreserven der Nationalbank anzapfen würde und damit eben einen solchen Fonds öffnet. Oder dass man beispielsweise die Gewinne der Nationalbank verwenden würde, um einen solchen Fonds zu kreieren. Aber all diese Ideen sind bisher am Widerstand des Bundesrates und auch der Nationalbank gescheitert. Und das ist eigentlich der Grund, weshalb es bis heute keinen solchen Staatsfonds in der Schweiz gibt. Und trotzdem, alle paar Jahre kommt sie wieder, diese Diskussion, meist im Zusammenhang mit einem Gewinn der Nationalbank und der Frage, wie man diesen Gewinn nutzen soll. Das ist richtig, aber diese Gewinne der Nationalbank fallen eben nicht regelmäßig an. Wenn wir die vergangenen 10 Jahre betrachten, dann sehen wir, dass die Nationalbank in 3 Jahren Verluste gemacht hat und in 7 Jahren einen Gewinn. Und die Ausschläge da zwischen Verlust und Gewinn sind zum Teil gigantisch. Also wenn wir zurückgehen, 2022 beispielsweise, da betrug der Verlust 132 Milliarden Schweizer Franken. Im vergangenen Jahr, im Gegensatz dazu, war es ein Plus von 26 Milliarden. Also daran sieht man eben, wie groß diese Ausschläge von Jahr zu Jahr sein können. Und ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist eben auch zu sehen, dass die Nationalbank nicht den Auftrag hat, Gewinne zu erwirtschaften. Also wenn diese anfallen, dann ist das natürlich nett und positiv, aber das ist nicht das ursprüngliche oder der eigentliche Zweck der Nationalbank. Und wenn man eben einen Fonds hätte, der dann mit diesen Gewinnen aus den Geschäften der Nationalbank gespeist werden würde, müsste die Nationalbank viel mehr darauf schauen, dass sie dann eben Gewinne macht und kann sich nicht mehr auf ihren eigentlichen Hauptauftrag fokussieren, eben die Geldpolitik. Es ist also eine Grundsatzfrage. Was macht man mit dem Geld, das man hat, und wofür wird es eingesetzt? Heute schüttet die Nationalbank ja immer mal wieder Gewinne aus, unter anderem an die Kantone. Kantone könnten also einen Fonds gründen, so wie das beispielsweise einzelne Bundesstaaten in den USA gemacht haben. Also theoretisch ist das möglich, auf alle Fälle. Allerdings, glaube ich, spielen in der Schweiz noch etwas andere Überlegungen eine wichtige Rolle. Also beispielsweise der Föderalismus und auch die Eigenverantwortlichkeit sind in der Schweiz ganz zentrale Pfeiler des Staatsverständnisses. Also in der Schweiz gibt man das Geld eher wieder zurück an die Bevölkerung, als es in einem Fonds zu horten. Also konkret senkt man beispielsweise in den Gemeinden oder Kantonen dann die Steuern. Und die Idee dahinter ist dann natürlich, dass so mehr Geld bei den Haushalten und Unternehmen bleibt, die dann beispielsweise investiert werden können oder wo man dann beispielsweise damit auch die Säule 3a finanzieren kann. Also man gewichtet die eigene Verantwortlichkeit in der Schweiz traditionellerweise etwas höher als in anderen Staaten.
184 Milliarden $184 Gewinn meldet der norwegische Staatsfonds in diesen Tagen. Gut möglich also, dass diese Staatsfondsdiskussion in der Schweiz wieder Auftrieb bekommt. Wir haben es zu Beginn versprochen. Wir wollen ja wissen, wie viel Geld hat der norwegische Staatsfonds in einer Folge News Plus hinzugewonnen? Oder ist Norwegen am Ende dieser Folge gar ärmer? Es ist soweit. Es ist der grosse Moment, wo wir darauf gewartet haben. Die ganze Folge haben wir darauf gehypert, dass wir darauf gewartet, wie es geht. Also, Achtung, Trommelwirbel. Ja, er ist gesunken! 222 Milliarden. Das habe ich schön, dass das ist. 22 Billionen, 222 Milliarden. Das ist eigentlich fast schon eine Glückszahl. Er ist gesunken und er ist massiv gesunken. Innerhalb von einer News Plus Sendung verpufft. Nun wissen wir es, eine Folge News Plus, rund 70 Milliarden Kronen minus, fast 6 Milliarden Franken, mehr als der Jahresgewinn des größten Schweizer Rückversicherers Swiss Re 2025. Das war's von uns. Feedback jederzeit per Mail an newsplus@srf.ch. Mit dem Team heute Peter Hanselmann und Sophia Fessler. Mein Name Salvador Atassoy. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.